Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das Jüdische Kol, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jüdisch, sei von Reklames bis Unsummen, bis Musik von der größten weltberühmten Chazonen, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klesboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt der Freund und Bekannte, wegen dem Programm des Jüdischen Kol sollen sie euch hören und eine haben. Hocht sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das Jüdische Kol-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hat eine schöne Tage, einen guten, gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Kollegen und alle Zuhörer von dem Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. כל ישראל עם ירושלים, ביידיש אודיציה. כל ישראל von Jerusalem, Shalom euch Teire Zuhörer, und sein Dinais von Tor, gelehnt von Avrom Sachs. Eine Motorbombe ist gelandet in Ramat HaGolan. Die Rakete, was ist geschossen geworden von syrischem Boden, ist gefallen, leben 2 Korrespondenten. Keiner ist nicht beschädigt geworden. Der Premierminister Benjamin Netanyahu hat zum ersten Mal reagiert über geschossenen Raketennächten und hat gesagt, dass Hamas versteht gut, dass wir wollen nicht annehmen, kein Schumos-Schießerei, und für den Fall hat sie sich Material gewähnt zu veröffentlichen, als man hat arrestiert die, was auf den Nächten geschossen dem Raketen, und zu erklären, als sie ist verpflichtet zum Feierabstell-Obmach. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat erklärt, als Amerika wird verbreitern die Bombardierungen über der islamische Medina-Organisation euch in Syrien. Die Regierung deckt ob Einwohner von dem Rayon Araka in Syrien bericht, als die Aktivisten von der islamischen Medina haben geändert ihre Keuches und behalten sich. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat klar gemacht, dass das Militär von den Vereinigten Nations von den Vereinigten Staaten, wird wieder nicht halten kann Milchome auf der Erde von Irak. Die Deklaration kommt nach dem, was die Chef von dem amerikanischen Generalstab hat gesagt, also ob die Bombardierungen wohl nicht ergreifen dem Ziel von Unterbringen die islamische Medina-Organisation, wird er rekommendieren, wiederführen an Erdinvasie, gedei herauszuhelfen, die irakische Autoritäten zurück einzunehmen, dem Mizrachte-Land. Beine Lebeine hat euch reingekehrt sicherheitlicher Faktor in Jerusalem übergegeben, als die ökonomische und militärische Macht, was die islamische Medina-Organisation hat gesammelt, ruft euch Sorge, Tomer, sie wird beweisen, sich zu wurzeln und einzufestigen sich in dem Rayon. Es gehen nun die politische Konfrontation zwischen Ministerien in dem Kabinett.
Der gewesene Chef von der Allgemeiner Sicherheitsdienst, der Shabak, Yuval Diskin, hat gesagt, als die Tätigkeit von der Minister Naftali Bennett in Läuf von der Operation Tzuk Eitan ist gewesen sehr gärige und als seine Aktiones hat gepoilt, als der Kabinett soll behandeln dem Problem von die Terrortunnelen. Hat zugegeben, als der Premier mit dem Sicherheitsminister rechnen sich klar nicht und beziehen sich mit Bittel zu die anderen Ministerien. Wahrscheinlich die politische Unstabilität oder Präsident Reuven Rivlin gewarnt, gegen Maktim zu sein, die allgemeine Wahlen. Hat gesagt, dass eine Wahlkampagne, welche wird nicht mamoschesdig ändern, die politische Mappe, wird können bringen, zu treu mit dem Publikum in dem demokratischen Wesen. Und ausländische Idees in kurzen. Russische Diplomaten beten die internationale Agentur für nukleare Energie, sie soll abwerfen von der Tagordnung die Ausforschung Thomas Syria hat probiert zu der griechischen nukleare Gewehr. Europäische Faktoren haben sich gegengestellt zu der Initiative und haben erklärt, dass sie muss weiter drücken Syrien, sie soll kooperieren mit der Agentur. Die Vereinigten Staaten haben wieder erklärt, dass die internationale Gemeinde wird nicht gern akzeptieren, Iran soll oben dem Koyach zu bereichern Uranium. Morgen wird vorkommen ein historischen Referendum in Stolland, in welchem sie wollen beschließen, sie werden an unabhängige Medina. Und der vorgesehene Wetter morgen. Morgen wollen sich die Temperaturen fallen und in der Früh wird öfter gehen Regendl. Freitag wollen sich die Temperaturen weiter fallen und in der Früh wird öfter weiter regnen. Die vorausgesehenen Temperaturen bei Nacht und Morgen. Shabbos unkammadeitige Änderung. Sonntag wird werden etwas wärmer. Die vorausgesehenen Temperaturen bei Nacht und Morgen. In Jerusalem von 18 Grad ein bei Nacht bis 28 morgen Mittagszeit. Tel Aviv 25 bis 30. Haifa 22 bis 29. Tzfas 16 bis 27. Beersheva 22 bis 32. Und in Elat von 26 Grad ein bei Nacht bis 38 morgen Mittagszeit. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition von Kol Israel. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition. Unsere Editions kommen her euch auf unseren Webseite unter dem Namen Kol Israel Beyiddish, die jüdische Edition von Kol Israel. Einige Wochen herum darfen sich wieder anheben in Kahir die Verhandlungen mit Hamas in Einklang mit der gerechten Feierbereich. In Anblick von Fakt, was Israel hält sich bei ihrer Forderung, als jedwede Hilfe zu restaurieren Asa, die Themen von Port oder Luftport darf herumgerät werden, zusammen mit der Thema von Demilitarisierung dem Asa-Pass und die Gegnerschaft von Hamas dazu, schließt man bei uns nicht aus die Möglichkeit, dass das Feuer soll wieder ausbrechen. Der Fall gerät man sich in Zahl zu einer neuen Runde kämpfen. Dem Schad von einer neuen Voneinanderflackerung hat ausgedrückt der Ambassador von der Europäischen Union in Israel, Sabur Anderson, der fordert zu beneien wie am schnellsten die Verhandlungen in Kahir und zugegeben, als kommende Tag wird Ägypten schicken offizielle Einladungen für beide Dodim. Derweil werden gemacht alle Zugreitungen für ein Zusammentreffen von den Ländern, was gehen spenden Geld für Asa, ein Zusammentreffen, was geht vorkommen am 12. Oktober euch in Kahir. Abu Mazens zwei Vorsteher, Saib Arikat und Major Fretsch, welche haben in Washington konferiert mit John Kerry und herumgerät an einem Palästina-Vorschlag, was Leutin darf eine Palästina-Stadt entstehen in die Grenzen von 1967, zu welcher Israel sich davon zurückzuhören, bis in einen Termin, wo die UN wird bestimmen. Heute Israel wird es nicht tun, wird die Palästina-Instanz beschuldigen Israel für ein internationalen Gericht in Haag, für ein Hoben durchgeführt Kriegsverbrechen, wie sie hat sich ausgedrückt in Asa. Abu Mazens Schritt darf gesehen werden in einer breiterer Perspektive. Er weiß, als Israel ist interessiert, also soll übernehmen die Kontrolle über Asa und ist viele Grade dazu,
aber nutzt euch die Gelegenheit, dass Israel soll der Farbe zahlen einen Preis, nämlich sich zurückziehen zu den Grenzen von 1967 und also herum wird etabliert eine Palästinenstadt ohne Verhandlungen mit Israel. Offiziell hat man von Washington mitgeteilt, dass Amerika betrachtet den Palästina-Vorschlag, aber unoffizielle Amerikanerquellen haben mitgeteilt, dass Amerika stützt nicht den dosigen Palästina-Plan, weil fordert einseitige Schritt mit Israel. In der Palästina-Instanz Gufe haben hochrangige Beamte kritikiert Abu Mazens Beschluss vorzubringen, seine Initiative früher für Amerika. Sie halten, als seinen Plan gedacht vorbringen, früher für Europa und für die Lateinamerikaner-Länder und nachdem wie dort wohl sein Gedanke angenommen geworden, wollte schon für Amerika gewinnt schwer, ihm abzuwerfen. Also hat Agaf Abu Mazen gehandelt, wenn gewollt bekommen die Anerkennung von Palästina in der UN. In Zahal Guf hat man angegeben verführen eine innerliche Ausforschung von 44 Inzidenten in der letzten Milchome, Inzidenten, was haben gewinnt zu zivile Korbones. Zwischen anderen geht ausgeforscht werden die Bombardierung von einer Schule von UNRWA in Gaza, eine Bombardierung, was hat gekostet das Leben von 15 zivile Personen. Die Schießerei, von welcher sind in der Halle geworden 4 Kinder beim Jambrek von Gaza, der Inzident von der Frau, was sie der Arbeit geworden von Zahlfeier, beschaß sie raus von ihr Stube in Dahanie, die Bombardierung von der Stube von der Familie Kouade in Khan Younes und andere. Inzwischen hat William Shabbas, der ausgewählte Vorsitzender von der Kommission für Sarf, ausforschen mögliche Kriegsverbrechen in der letzten Milchome in Gaza, abgeworfen die Teines von Israel, als ist weit nicht neutral und als die Anti-Israel-Ausführung von der Kommission sind faktisch schon umgeschrieben. In der Vergangenheit hat sich bekannt ausgedrückt, als gewollt sehen Peres und Netanyahu auf der Beschuldigungsbank in Haag. In einem Interview für eine arabische Zeitung in London hat Shabbos gesagt, dass hat seine eigene Meinung kennt, aber kann abteilen zwischen seinen persönlichen Meinungen und die Fakten und im Gericht ist absolut neutral. Shabbos hat erfahren abgeworfen, die rufen zu demissionieren und gesagt, dass wird es Tom Blois auf der Wendung von der UN-Kommission für Menschenrechte, was hat ihm nominiert als ihr Vorsitzender. Das äußere Ministerium in Jerusalem hat mit 2 Wochen zurück übergewiesen für ein Kabinett einen Plan wegen Blockieren an internationalen Kojach von UN-Truppen in Gaza. Leuten dosigen Plan, wenn die UN-Einheiten davon kontrollieren die Restaurierarbeiten in Gaza und vermeiden das Hereinschmuggeln an Gewehr oder produzieren Gewehr in Gaza Gufe. Ein hochrangiger Beamter im äußeren Ministerium hat übergegeben, als der Plan ist ausgearbeitet geworden, beschaß der letzte Milchome in Gaza, in Anblick von verschiedenen Wendungen, wo sind gekommen kein Israel von Deutschland, Frankreich, Britannien und andere arabische Länder. Im äußeren Ministerium ist bei der Meinung, dass der Plan und auch die UN-Sellner werden ausführen, wie gehörig sie ihre Funktion ist, können dienen die Interessen von Israel. Aber das bitnai, als sie sollen von voraus klar gemacht werden, folgende Punkte. Der Zusammenstell von den UN-Einheiten, ihre genaue Funktion, ihre Machten und juridischer Status. Der Plan von unserem Ministerium ist derweil noch nicht behandelt geworden durch ein Kabinett. Der Premier Netanyahu hat die Woche ausgedrückt seine volle Unterstützung zum Vorschlag von Präsident Obama, als geht aktiv bekämpfen ISIS. Netanyahu hat gesagt, dass die freie Welt nicht tolerieren als eine Erscheinung. Der Amerikaner Außenminister Kerry ist die Woche gewesen, in einer Reihe Länder im Mittleren Mizrach in die Rahmen von seinen Bemühungen aufzustellen, eine breite Koalition, wo soll bekämpfen die Dschihadisten. Israel wird derweil nicht sein kein Teil von der dosigen Koalition, aber es wird mitgeteilt, dass Israel hat schon übergewiesen für die Amerikaner Informationen wegen die Bewegungen von den Dschihadisten in Irak und da soll haben geholfen die besitztige gelungene Amerikaner-Bombardierungen auf irakischer Territorien. Und wie bekannt, gerät sich Obama auch anzugreifen sei in Syrien. Bei uns beschäftigt man sich sehr eine Sache mit dem Problem, was ISIS stellt mit sich vor und man sieht ein bisschen anders die Situation wie in Meirev. Forscher bei uns halten, dass ISIS ist eine islamische fundamentalistische Bewegung. Tage mehr achsoriesdicke und mehr blutdurstige wie die, was wir haben gekannt. Aber in doch ist das nicht kein Neues in der islamischen Welt. Sei in der sunnitischen Sphäre wie Al-Qaida, Al-Shabaab, Taliban, Boko Haram und sei in der schiitischen Welt wie Hezbollah
und die iranischen Milizen, die sind bekannt mit Zair Achsorius. Und die ganze Erscheinung darf gesehen werden wie ein innerlicher Kampf in Islam-Gufe zwischen Schiiten und Sunniten, wer es wird oben die Oberhand in der arabischen Welt. Israel spielt da derweil eine zweitrangige Rolle. Emes, keiner von sie hat nicht über die Klipp Israel mil gerät und will versteht sich abmecken von der Mappe. Aber da sind der längere Mitte. Derweil geht der Kampf an über dem, wer es wird oben die Schlitte über die musulmanische Territorien in Mittlerer Mizrach. Das stellt Israel vor ein schwerer Dilemma. Was zu tun? Der Premier Netanyahu hat die Woche zu neu gerufen eine spezielle Sitzung, die zu behandeln wegen, wie sich zu vermessen mit der so gerufenen Islamischen Republik, ob die Ideologie wird reindringen in die Stoffung von der Palästinerinstanz oder kein Israel-Gufe. Die bekannt oder Verteidigungsminister Ya'alon noch vergangene Woche beschlossen, zu erklären ISIS oder die Islamische Republik, wie die dosige islamische Fundamentalisten rufen sich, als unlegal in Israel. Der Beschluss, der möglich ist, dem Sicherheitsdienst auszuforschen, die, wo sie in einer Form oder einer anderen verbunden mit der dosiger Bewegung, mobilisieren sich in ihre Reihen oder verbieren für ihr Gelder. Und auch hat ein Israel-Journalist wie Cheskeli vom 10. Kanal die Woche gebracht für der Öffentlichkeit Bilder, die beweisen wahrscheinlich eine stille Sympathie für ISIS zwischen nicht wenig Araber in Israel. Emes, sie gehen nicht raus auf die Gassen und schächten Menschen, aber Sympathie für die Dschihadisten und Unterstützung für der Ideologie von Chilpa, das heißt, das Beneien dem islamischen Kalifat, haben wir schon bei uns in Israel euch. Derweil hat die islamische Miliz Jabhat al-Nusrat Donnerstag befreit die 45 Söldner von Fiji, die haben kontrolliert den Übergangspunkt Kunetra auf der syrischen Seite Grenz. Sie sind Leute Simonin befreit geworden, ohne keine Bedingungen. Die Kandidatur von gewesenem Aluf General Yoav Gallant auf dem Amt vom Chef vom Generalstab ist wieder auf der Tagordnung. In einem Televisie-Interview hat Yoav Gallant gesagt, als vermisst sich wieder auf dem dosigen Amt, also wie in der Öffentlichkeit hat sich geschaffen der Räuschem, als zulieb der also gerufene Parche Harpaz, ist man gegen Gallanten begangen an Avle und ihm nicht nominiert mit einigen Jahren zurück als Chef vom Generalstab, kann man nicht verrichten die dosige Avle. Der Premier betrachtet die Möglichkeit, als Gallant soll jarschen im akademistischen Chef vom Generalstab, wenn ganz verendigt sein Kadenz im Februar. Ein anderer Kandidat ist Aluf Gadi Eisenkot, demens Kandidatur wird unterstützt durch den Verteidigungsminister Ya'alon. Ein diplomatischer Inzident mit New Zealand. Das äußere Ministerium in Jerusalem sucht sich ab anzunehmen dem neuen Ambassador, was New Zealand hat bestätigt in Israel, weil wird repräsentieren die Interessen von seinem Land, euch in die Stochung von der Palästinerinstanz. New Zealand hat nicht keinen stabilen Ambassador in Israel, nur ihr Ambassador in Ankara, Türkei, kommt jeden heute zu zwei, euch kein Israel und repräsentiert sein Land bei uns. New Zealand hat beschlossen, als in die Rahmen von seiner Mission, der neue Ambassador in Türkei, Jonathan Carr, euch repräsentieren New Zealand in der Palästinerinstanz. Also wie New Zealand anerkennt nicht die Palästinerinstanz via Medina, hat Carr gedacht, bloß sich treffen mit Abu Mazen und übergeben ihm eine Sort Vorstellungsbrief, in welchem stellt sich formell vor als ein neuseeländischer Diplomat, was ist verantwortlich für die Kontakte mit den Palästinern. Im Israel äußere Ministerium stellt man sich dazu gegen und man sagt, als das ist ein Abneu von diplomatischem Protokoll. Und als sei die Oslo machen hat Israel gegeben klare Anweisungen, mit welche ausländische Ambassadoren können nicht sein gleichzeitig bevollmächtigt sei in Israel und sei in der Palästinerinstanz. Israel hat vorgelegt, dass ein zweitrangiger Beamter vom diplomatischen Korpus von New Zealand soll repräsentieren die Interessen von New Zealand in der Palästinerinstanz, aber den Vorschlag hat Wellington aufgenommen wie eine Beleidigung und gegeben anzuhören, als New Zealand wird allein beschließen wegen ihrer äußeren Politik und die Aids von Israel. Also warum, als Hoches ist nicht ergangen zu einer Krise in die Beziehungen zwischen beiden Ländern, hat der neu bestimmte Ambassador von New Zealand noch nicht vorgebracht seine Kredenzialen für Medina-Präsident Rivlin. Shalom Eichalemen, Adam Gruzman von Jerusalem, für euch, liebe Zuhörer, in Australien.
Der Hasen sucht uns mit der treurigen Nigen, als ein neuer Jahr kommt bei die erste Schliche suchen. A Teiliden laufen, Tickets zu kaufen, in a Teiliden gehen, mit den Reben sich sehen, benehmt sich Gräten zum Joim Hadin. Weil Leben wird man schreiben, wer soll leben bleiben? Bereich schon noch, ich Bereich schon noch, ich Zoim Kippur, in dem Tod von der Rosh Hashanah ist das Leben in Sekunde. Demut schreibt man jedens Quittel, in dem Weg jeder Abeira. Hat jetzt sich sein Mittel, Tishava, Osefiva, Ozeraka, Mahaviden Esroya, Ohagezeiro. Aber bald wie der Joim Hadin ist Paribel, kommt Jita heim von Schul, in Haupt und zu sündigen bitte. Frag ich euch an der Rabbe, zu wem hat ihr Teines, wenn es kommt euch an Rabbe, was mattet ihr die euch eines? Bereue schon noch, ich kosebon, Zoim Kippur, Mein Name ist Mordechai Murstein und ich wohne in Brooklyn. Und ich bin einer von den Leben gebliebenen von der Scheiches Aplete, was ich habe verloren meine ganze Familie und mein Städtel, die Städtel von meinen Taten und die Städtel von meinen Mammen, 2 Städtlach, wo ich sein ist in ein Judenrein. Und das ist unser Bruch. Und das ist unser Ruhm gewesen. Wart, als es geht schon ein neuer Jahr bei Ihnen, da darf man noch betochen. Und wir sollen hoffen, als der Jahr wird sein, der beste Jahr für jeden. Und es soll mir alle jeden wünschen, ich wünsche alle Zuhörer ein gut und gesund Jahr von der Sloche und Panosse und nachher von Kindern. Und als wie wir sein hier schon in der Alter, ist will ich in der 4. Tag beten bei Gott für sich und für alle Menschen, alter Schlecheinu leizikno, Veklucheinu alte Asvenu. Amen. Mein Name ist Ezi Arbeiter.
Ich will ausdrücken herzlichen Dank zu Mark David und nach dem jüdischen Radioprogramm vergeben mir die Möglichkeit zu begrüßen dem jüdischen Yishuv in Boston. Wünschen euch allen einen gesunden und freilichen neuen Jahr, Leshana Tova. Noch einmal speziellen Dank zu Mark David in dem jüdischen Programm verbringen das jüdische Wort dem Mameluschen zu der jüdischen Gas. Ich will euch ausdrücken schicken einen speziellen Gruß zu meinem teuren Freund Josef Lachmann. Ich wünsche Josef und seine Familie einen freilichen und einen gesunden neuen Jahr. Sei gesund, Josef. Herzlichen Dank. Zu den Zuhörern, zu das jüdische Programm, jüdische Call, seid begrüßt. Ich bin Chassis Ziegel, Gerätzeug von Florida. Und Ende des Monats, dem 29.11., gesegnen sich mit dem Jahr und bringen nach einem neuen Jahr, Shetavor Leila Tova, wo kommen zu uns mit Guten. Ich will begrüßen die alle Zuhörer für das Programm und wünsche nach einem gesunden Jahr, ein glückliches Jahr, ein Jahr von gesunden Scholem. Und die Menschen, die nehmen Anteil in das Programm, wie Josef Lachmann und Meir Doviden, wünsche ich aber gute Wünschen und Dankbarkeit für sie, wie sie legen rein in die Kirche in das Programm. Das schon ein Tova Mutuka, Tikatevo, a guten süßen Josel wäre geschrieben für euch Hallemann, das hat Chassis Siegel. Teure Zuhörer von dem jüdischen Kohl. Es redet euch Josef Lachmann. Ich will euch herzlich begrüßen mit dem neuen Jahr, Leshana Tova. Ich wünsche euch allen ein gesund, freilich, glücklich Jahr. Lassen unsere Wünschen mit Gottes Hilfe mit keinem werden. Von euren Namen will ich besonders begrüßen dem Anführer von unserem Programm, Meir Doviden. Dank seiner Übergebenkeit, seiner Liebe zu unseren Zuhörern, haben wir jeden Mittwoch ein reiches jüdisches Programm, letzte Neues von Israel, Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten, beste Muster von jüdischer Literatur und Musik. Einen schönen Dank euch mehr für eure Kirche. Teure Zuhörer, seid mir alle gesund und stark. Euer Josef Lachmann. Doret David Braun wünschen die Kaichalemen ein gut gesund Jahr und eine nachhaltige Zuhörerschaft in neuem Jahr. Mit meinen gewöhnlichen Gefühlen von Dank und Anerkennung Meir Doviden, was viel Teus also übergegeben seine Rolle von Radioproduzent Jahr ein und Jahr aus. Leshone Teuve Tikosevu Vesechoseimu. Seid gesund, David Braun. Das redet Dabber Essler. Ich wünsche die Zuhörer zum jüdischen Call zusammen mit sehr Freunden des Spaches ein süßen, gesunden Jahr, voll mit Jiddisch und Jiddischkeit. This is WUNR Brookline. Uniglob Blair Travel, Reisebüro, wünscht einen guten, zufriedenen Jahr allemen, Reisende und Zuhörer. Wir haben die billigste Reise von Aeroplanblättern für Besondere oder Gruppes, bei Mitzvah-Gruppes mit religiösen Zeremonien. Wir haben Hige und internationale Reisen, auf Schiffreise speziell zu den Karibien, Alaska und Europa. Wir machen fertig für euch alle Pläne. Unser Telefon ist 617-738-0500. Das Telefon ist noch einmal 617-738-0500. Zu den Jiden in Boston und Umgebung, seid begrüßt. Alle Mittwoch.
Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 kennt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Call, auf der Stanze WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, mit Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersinger und von den neuesten Schaffungen von den Klesboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer Know-how von dem Programm, sagt der Freund und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Call sollen sie euch hören und Know haben. Hocht sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Call-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hat Anoa. A schöner Tag, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von dem Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brooklyn. Unser Telefon ist 617 46.
Jantiv, a gut gesund Jahr und Chag Sameach wünscht euch Cheryl Moore und die Moore-Mischpocha von Cheryl Ann's Bäckerei in Brookline. Kommt rein in Cheryl Ann's, was befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, zu kaufen Chales und allerlei gute betamte Gebäcks. Sein Telefon ist 617-469-9241, 617-469-9241. Cheryl Ann's wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdischen Kol a gut gesund Jahr, a Chag Sameach, Lashon Toiva Tikoseva, a Gemar Chasima Toiva und a gut Yontiv zu Sukkos. Noch einmal kommt rein in Cheryl Ann's, Putterham Circle in Chestnut Hill, Telefon 617-469-9241. Die Balabatum von der Butcherie Jadka und Essenbar Geschäft auf Harvardgasse in Brookline begrüßen zum neuen Jahr die alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdische Kol. Die Butcherie Jadka befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street in Brookline. Telefon 617-731-9888. Das ist die Butcherie, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. Guten Abend, das Red Leah Levitt. Erstens will ich wünschen, wenn alle ein gut, gesund, freilich Jahr, so ein glücklich Jahr, mit gesund und Karnosse und dann auf dem ersten Äußern so sein Scholem in Israel. Zweitens will ich euch erklären und erzählen wegen etlichen Programmen, was sie kommen vor von den Arbeiterringen. Das ist das erste Programm, das sein September 14, das heißt der Sonntag bei Nacht. Und es wird sein ein prächtiger dokumentarischer Film, was Boris Sandler hat geschaffen. Er hat geschaffen eine ganze Serie von dokumentarische Interviewen mit prächtigen jüdischen Schreibern. Und Boris Sandler, der Direktor von den jüdischen Vorwärts, wird sein in Boston. Er allein wird kommen in Boston, weisen dem Film in Arbeiterring, September 14, 37 bei Nacht, für eine short Zeit mit dem Film. Wir reden mit Sandler wegen Karpenowitsch, welcher hat geschrieben, Mainzes in Bücher wegen Wilna. Und jeder Film 6:30 werden wir sich zusammenkommen, wer es will, lehnen am Mainzerle von Sandler, weil wir haben den Kam von Wilna. Die Mainzer, was wir wollen lehnen, das heißt Tamara de Heucher. Und es ist interessant, es ist ein Leben von einer Prostitutie. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie Karpenowitsch hat geschrieben, wer auf solche Themen was nicht gewöhnlich in der Literatur. So verbete ich euch alle zu kommen und sich teilnehmen in dem prächtigen Programm September 14, 6:30 zu lehnen. Der Mainzen 37 zusammen zu sehen, dem Film und reden mit dem Hoshevin Boris Sandler. Zweitens will ich, als wir sollen alle wissen, als der Arbeiterring hebt wiederum die Klassen, halten jüdische Klassen auf alle Beträge, von Anheber bis advanciert. Und ihr könnt gehen auf der Webseite von den Arbeiterring, geben einen Guck, was heißt circleboston.org. Dass ihr sehen, die Klassen, die 4 Beträge, und sie haben sich schon so heute, ich meine, 29. Ja, am 30. September. 30. September hat sich schon, das ist Dienstag bei Nacht, und es wird sein 10 Wochen, die Kursen werden sein für 10 Wochen. Ja, und in der Lehrer sind alle geniet und fähige, und es ist garantiert, ihr wird auch eine große Handel in der Auslernen in lehnenische Literatur, in sehr prächtige Klassen.
Und letztens will ich erklären, als dem letzten Softwoch in Oktober, sie heißt Oktober 31, November bis November den 2. wird sein ein Softwoch für intensive Jiddisch-Lehrer und das wird sein bei im Newton Center, das geht bei mir in der Heim, das wird anführen Sheva Zucker zusammen mit dem Arbeiterring und sie wird sein für mittelsticke und avancierte Studenten. Ihr sagt schon, kennen ein bisschen Jiddisch und das wird verstärken eure Grammatik und eure Sprache und für euch lernen ein bisschen mehr wegen der Literatur und wegen Schreiber verschiedene. Und es wird sein ein prächtiger, interessanter Softwoch, zu geben Freitag zur Nacht und zu händigen Montag bei Tag. Es wird sein Freitag zur Nacht zur Shabbos-Mahlzeit, Shabbos-Sude und Shabbos wird man lernen auf Jiddisch, die Parsche und mit lernen Literatur, Shabbos bei Tag, Shabbos bei Nacht wird sein ein Konzert in der Ring. Sintig wird man auch wieder lernen Grammatik und Literatur und bis Montag Vormittag. Und als ihr wollt sich vernehmen mit dem, sollt ihr geben ein Guck auf dem Webseite von Sheva Zucker und das ihr könnt gucken, wie heißt das Webseite ganz genau, weil ich in 1 Minute geben. Ihr könnt oder ihr könnt schreiben fczucker@aol.com und werdet ihr sehen. Und spätestens für eine Applikation wird ihr bekommen mehr Informationen. Ihr könnt klingen dem Arbeiterring und bekommen mehr geschriebene Protein, alles was ich habe euch erzählt. Die Lehrer auf dem Softwoch wollen sein Sheb Zucker und ich allein, Leia Levis. Wir sind beide geniete Lehrer mit langen Jahren Lehrerei. Und ich meine, es wird sein euch sehr interessant. Okay, also ihr habt etwas Fragen, könnt ihr ankündigen in den Arbeiterring und wir werden euch erklären, was mehr ihr darfst wissen. Und hoffentlich werden wir sich treffen in auf die Programme, dass ihr auf eine größere Not. Koidem will ich dir und deiner Sprache anwünschen euch ein gut gesundes Jahr. Na, danke für alle Informationen. Was ist Webseite für Informationen von Arbeiterring in Boston? Oh, the website is circleboston.org. Sehr gut. Und kann man klingen im Büro in Arbeiterring für Informationen? Ja, wir kennen das Nummer im Büro ist 617-566-6281. Gut, das klingt wie sehr auf ein Programm. Ich wünsche dir und alle Beteiligten Herzlache mit der wichtigen Arbeit von Jiddisch in Boston. Und hat alle ein gut gesundes Jahr. Schönen Dank.
Never
Laut unser idischen Luach von Weltwirtschaft ist unser neuer Jahr 5758 schon auf dem Schwell. Sollen schwere Wolken schon verschwinden, soll unser Sonn schon scheinen hell. Der 6. Monat, laut unser idischen Luach, ist der Chodesh Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Rosh Teves, in Hebräisch, Ani ledodi vedodi li Elul. Ich bin für meinen Geliebten und mein Geliebter ist für mir. In dem Wunsch tritt mir aus unser Gefühl für unsere Liebe zum ewigen Gott, der Gott von Israel, und wir beten, vergeben zu werden für unsere Sünden. Slichos, Vergebung. Vergib uns, lieber Gott, wir beten dir. Unser Gott bist du allein. Nimm zu neu von uns alle Brüder, als wir sollen sich einige andere verstehen. Und als es soll verwirklicht werden in dem kommenden neuen Jahr 5758 unser ausgebänkter Cholem, Ausmilchomes, Ausgewehr zu leben in der Welt von Scholem. Ich soll mir begegnen dem neuen Jahr mit gesund und Scholem nur und mit Chale, Honig und Äpfelsies soll erscheinen unser Tisch. Der alte Jahr geht schon weg, ein neuer Jahr geht kommen. Ich soll mir aufnehmen dem neuen Jahr mit viele, mit Gesang herumgenommen und soll mir mit Freude dem neuen Jahr begrüßen und soll schon die Welt von Milchomes keinmal mehr nicht wissen. Wir Iden zählen. Hey, Taf, Shin, Nun, Chet. 5758 Jahre Libriat Haolam von Weltwirtschaft. Wir Iden feiern unser neues Jahr anders wie andere Völker. Es wallen sich nicht Cholile kein idische Figuren in die Gassen. Rosh Hashanah meint der Unheib von Jahr, von einem neuen Jahr. Es ist nicht kein unmedicke, nur sehr eine ernste Zeit. Ich gedenke dem Ausdruck von Kindweissohn. Ein Fisch im Wasser zittert in der Elul-Tag. Das ist ein furchtiger Tag. Man wünscht das Chodesh Elul, der Schäufer wird geblosen dem ganzen Chodesh in Undenk von Avrahams Greatkeit zu opfern für Akkorden sein 91. Sohn von Sora, Yitzchak. Aber Gott hat zugeschickt, wieder, Ram, zu wehren ein Opfer anstatt Yitzchak. Und der Pfarr wird euch der Schäufer geblosen mit dem Horn von dem Wider. Symbolisiert Avrahams Greatkeit und Glauben in Gott. Der Schäufer blosen Rosh Hashanah, die 100 Kiestenner, erwecken in uns Iden Gefühlen von Zitter und von Glauben. Wir dämonen unsere Martyrer von allen Deures, welche seien umgekommen auf Kiddush Hashem. Der 10. Tag in Monat Tishrei, welcher wird herangerechnet in Aseret Yemei Tshuva, der 10. Tag von Zurückkehr, Yom HaKippurim, der Tag von Vergeben, ist der heiligste Tag in unser Jahr. In Sefer Vayikra, Tezayin, wird gesagt, in dem 10. Tag von 7. Monat sollt ihr fasten. In dem Tag
wird Gott vergeben euch und reinigen euch von aller eure Sünden. In unsere Gebeten, in den Tfiles, in Kol Nidrei, alle unsere Zusagen, welche wir Menschen haben nicht gekannt ausführen, beten wir bei Gott, als soll uns vergeben. Wir schlagen sich Al-Chet für unsere Sünden. Wir tun Schuwe, das heißt, wir haben Charotte auf unsere Sünden. Schuwe meint zurückgehen, hereingucken sich in unser eigenem Ich, sein ehrlich zu sich und sich abgeben an den Vergessen. Wir seien sich miswade, das heißt, wir anerkennen unsere Averes, welche wir ihnen seinen begangen, der Joidim und der Lojoidim, wissendig und nicht wissendig. Mit dem Zurückkehr zu Gott, mit Schuwa, mit Gebet, mit Tfila und Zdoke. Hilf für Notwendige, werden unsere Sünden vergeben werden. Aber früher von alles müssen wir vergeben sich eine die andere. Beten Slicha, Entschuldigung, bei den Menschen, gegen welche wir haben dem Jahr gesündigt. In unsere Tfilas von Rosh Hashanah und Yom Kippur gefielen wir gebeten für Freiheit und Gerechtigkeit, nicht nur für ihn, nur für die ganze Menschheit. Unsere Chachomim sagen, als ein Mensch soll sich vorstellen, als die Wokschol, das Scale, auf welcher der Geirel von der Welt wird gewogen, befindet sich in einem gleichen Zustand. Wenn ein Mensch tut gut, dann weckt über bei der Wokschol mit den guten Taten, mit den guten Meißen, nicht nur für sich allein, nur für die ganze Welt. Und durch dem, was wir Iden hielten ab, unsere religiöse und nationale Jomentevim, Jahr ein und Jahr aus, spinnen wir weiter dem Knäuel von idischen Leben, von unserer Oves und Asch vom Berg Sinai,